Wie ist eigentlich die Schweizer Flagge entstanden? Die Flagge oder Fahne von einem Land ist mehr als nur ein alltagspraktisches Landeskennzeichen. Sie symbolisiert das Land und sein Volk und ist darum emotional wichtig. Mindestens bei Leuten, für die Volk und Heimat wichtige Werte darstellen. Auch die Farbgebung vom Wappen, seine Symbolik und das Wappen die und im Fall der Schweiz das Schweizer Kreuz führen unweigerlich zu bewussten oder unbewussten Assoziationen und haben so eine enge Wechselwirkung mit dem nationalen Selbstverständnis. Früher ist die Flagge als Banner vor allem im Krieg als Feldzeichen mitgeführt worden. Sie hat fast religiöse Verehrung genossen. Bis heute hat die Flagge, nicht nur in der Schweiz, einen hohen emotionalen Stellenwert behalten, was sich zum Beispiel bei Sportveranstaltungen schön beobachten lässt. Der Ursprung der Schweizer Flagge liegt weit zurück und wir müssen wieder einmal den Eidgenossen einen Besuch abstatten. Obwohl die alten Eidgenossen nicht unter einer einheitlichen Schweizer Fahne ins Feld gezogen sind, sondern mit der Fahne der Kantone, geht das Schweizer Kreuz aufs Spätmittelalter zurück. Im 13. Jahrhundert hat der deutsche Kaiser eine Fahne mit dem Kreuz als Heilungszeichen mit sich in den Krieg geführt. Daneben hat er auch eine blutrote Fahne als Zeichen von seiner Macht über Leben und Tod geführt. Das Recht, solche Fahnen zu führen, ist gelegentlich als besondere Auszeichnung an einzelne Städte oder Talschaften verleiht worden. So haben unter anderem die Grafen von Savoyen, die Stadt Wien, aber auch die skandinavischen Staaten und Großbritannien ein Kreuz in ihren Wappen und Flaggen gehabt. Oft ist das Recht zum Führen von Kreuzen in der Fahne mit anderen Privilegien, zum Beispiel der Reichsunmittelbarkeit, verbunden gewesen. Reichsunmittelbarkeit bedeutet die direkte Unterstellung unter die kaiserliche Gerichtsbarkeit, ohne zuerst bei den Grafen vorstellig zu werden. So haben die Schweizer den Kanton Schwyz, wo 1240 reichsfrei geworden ist und dem sein Name auch auf die Schweizerische Eidgenossenschaft als Ganzes übergegangen ist, seit Mitte 13. Jahrhundert eine rote Fahne mit sich geführt. Damals noch ohne das Weisse Kreuz. 1289 haben sie den König Rudolf von Habsburg auf einem Kriegszug gegen das Burgund unterstützt und als Anerkennung das Recht bekommen, im Roten Feld die Kreuzigung Christi und die Folterwerkzeuge darzustellen. Ursprünglich hat man da auch Heilige Reich genannte Symbol auf Pergament gemalt und als Banner geheftet. Erst später ist das Kreuzsymbol direkt auf den Stoff gemalt worden. Je grösser die alte Eidgenossenschaft geworden ist, desto mehr hat sich das Problem gestellt, dass die uneinheitlich gekleideten und unter ihrer Kantonsfahne ins Feld ziehenden eidgenössischen Soldaten sich gegenseitig nicht gut erkennen können. In Beschreibungen von der Schlacht bei Laupen 1339 sind erstmals Kreuze aus weißen Stoffstreifen bezeugt, wo als gemeinsames eidgenössisches Erkennungszeichen auf Brust, Rücken, Schultern, Arm, Bein, Hüte oder Waffen geheftet worden sind. In der Mitte des 15. Jahrhunderts ist das Weisse Kreuz in die Fahne der Kantone integriert worden. Auch in der Schweiz ist das Kreuz ursprünglich meistens bis zum Rand der Fahne durchgezogen worden, wie heute noch in der skandinavischen Flagge. Später dann, inspiriert von der Französischen Revolution, haben sich Liberale in der Westschweiz, besonders im Kanton Waadt, gegen die Herrschaft von Bern erhoben und haben demokratische Selbstbestimmungsrechte verlangt. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, haben sie die Franzosen zu Hilfe gerufen. Die haben die Schweiz militärisch besetzt und haben als Schutzmacht gegen die konservativen Kräfte die revolutionär-zentralistische Verfassung unter dem Namen Helvetische Republik garantiert. Der revolutionären Mode entsprechend hat die Helvetische Republik auch eine Trikolore bekommen, also eine Flagge in 3 Farben. Grün als Farbe der Natur, von der Freiheit bzw. von der Revolution mit einem kleinen Freiheitshut. Der federgeschmückte Tellerhut hat die durch die Helvetische Revolution wiedergefundene Freiheit und nationale Einheit symbolisiert und zahllose Freiheitsbäume ziert.
das Rot als traditionelle Farbe in vielen Schweizer Kantonswappen und Gel auch als allgemein traditionelle Farbe. Nach dem Sturz vom französischen Militärdiktator Napoleon haben die konservativen Kräfte in der Schweiz wieder Oberhand gewonnen und haben versucht, das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Mit der Restauration von 1815 ist man nicht nur zu den alten politischen Institutionen zurückgekehrt, sondern auch zu deren Symbol. Am Revolutionsgrün von 1798 haben einzig die 1803 durch die Mediationsverfassung neu geschaffenen Kantone St. Gallen, Waadt, Thurgau sowie der 1815 als Teil der Schweiz anerkannte Kanton Neuenburg in ihrem Wappen treu gehalten. Der Wilhelm Tell, der damals als revolutionär begriffen war, hat als Symbol vom Staatssiegel weichen. Er ist durch das weisse Schweizer Kreuz auf dem roten Schild ersetzt worden. Ebenfalls 1815 hat man die ersten eidgenössischen Bataillonsfahnen mit Schweizer Kreuz geschaffen. Die haben aber in der extrem föderalistischen Stimmung vom frühen 19. Jahrhundert keine grosse Akzeptanz genossen. Schon bald ist der alte Brauch von den an den uneinheitlichen Uniformen befestigten Stoffstreifen in neuer Form wieder aufgelebt, als rote Armbinde mit weißem Kreuz. Diese Armbinde ist erst am Anfang vom Ersten Weltkrieg 1914 wieder abgeschafft worden. Nach der französischen Julirevolution von 1830 hat auch in der Schweiz eine Regeneration von fortschrittlich liberalen Werten eingesetzt. Man hat die Stärkung der zentralen Institutionen und das Modell vom Bundesstaat diskutiert. Es erstaunt darum nicht, dass in den 1830er Jahren auch die Frage nach einer einheitlichen Fahne für die Schweizer Armee heftig diskutiert worden ist. 1840 ist es durch einen knappen Mehrheitsbeschluss von der Tagsatzung positiv entschieden worden. Eine Tagsatzung ist eine Konferenz der Kantonsregierungen, weil vor 1848 hat es mit Ausnahme der Helvetik noch gar keine gesamtschweizerische Regierung gegeben. Maßgeblich an dieser Neuerung beteiligt ist der spätere General Dufour, der 1847 im Sonderbundskrieg die eidgenössischen Truppen gegen die Aufständischen geführt hat. Die einheitliche Schweizer Fahne hat somit die Stärkung der überkantonalen nationalen Identität und der zentralen Institutionen vom Bundesstaat von 1848 vorausgenommen und hat sich seitdem als nationales Symbol noch und noch auch in der konservativen, föderalistisch gesinnten Zentralschweiz durchgesetzt. Bei der Gründung vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz auf Initiative von Henri Dunant und dem General Dufour 1864 hat der Dufour die Umkehrung vom Schweizer Kreuz, also rot auf weißem Grund, als Emblem vorgeschlagen. Auch die eidgenössische Armbinde ist übernommen worden und so gilt bis heute nach der Genfer Konventionen die Rotkreuzarmbinde als Erkennungszeichen vom Sanitätspersonal. Die nationalen Rotkreuzgesellschaften in nichtchristlichen Ländern haben das Rote Kreuz allerdings als christliches Symbol interpretiert und durch ihre eigenen Symbole ersetzt. Der rote Halbmond in islamischen Ländern und der rote Davidstern in Israel. Die Farbe Rot auf weißem Grund ist jedoch beibehalten worden.